Ja, Martin, jetzt schaffe ich es auch mal wieder. Hey Steffi, hoi Martin. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast einen guten Tag gehabt bis jetzt. Bist hoffentlich noch nicht geschmolzen. Ich muss jetzt so schnell hier in Discord schreiben. So. Ja, also nein, ich muss wirklich sagen, vorher, als ich den Fenty laufen liess, war es wirklich noch sehr angenehm. Es ist grenzwertig mittlerweile zum Streamen, ohne Lüftung oder ohne Ventilator. Aber wir schauen trotzdem mal, wie weit wir es schaffen. Und sonst gehe ich einfach ein bisschen früher. Das kann ich glaube auch verstehen. So, ich will auch gar nicht zu lange warten, sondern ich will schon mal das Game starten. Ich muss wirklich sagen, das Wochenende war ja wirklich fantastisch. Sonntag geschmolzen, 39 Grad hier und gestern endlich Regen. Und ich auch endlich fertig. Ja gut, 39 Grad, das ist jenseits von gut und böse. Das haben wir zum Glück nicht gehabt hier. Also wir haben, glaube ich, 3 oder 34 Grad gehabt. That's it. Aber ja, also that's it. Es ist schon so genug warm. Aber ja, ich muss wirklich sagen, zum Arbeiten 29 Grad haben, das ist, ja, ist schwierig. Ja, ich habe vorher noch ein bisschen geknappt, also wirklich den Fenty laufen. Entschuldigung. Ich habe gemerkt, jetzt bin ich noch ein bisschen müde. Habe den Fenty volle Pulle laufen und bin noch ein bisschen hergelegen. Aber man merkt es eben schon. Also ich will jetzt nicht gross jammern hier, ich sage es einfach. So, also. Genau, Game ist ja schon eingestellt etc. Darum würde ich wirklich sagen... ja, wir fahren einfach gerade fort. Vor einer Woche haben wir ja aufgehört, wir waren ja im Haus innen von unserer Kindheit, da wo wir gross geworden sind. Darum schauen wir jetzt mal, was wir noch alles entdecken dort. So. Oh, wir stehen wieder vor dem Haus, okay. Als wir letztes Mal aufgehört haben, sind wir... Es leckt ein bisschen. Sind wir im Haus gsi, wo wir aufgehört haben, aber... Uiuiui. Mein PC ist ein bisschen warm. Kann das auch sein? Eieiei. Ey, salut Fleuru, wie geht's dir? A manor all to ourselves. Can you believe it, Sherry? I have so many ideas. So. Ja, du, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe nur unglaublich warm. Ich habe 29 Grad hier bei mir in der Wohnung. Oh, es ist gerade ab auf 28 Grad. Okay, interessant. Hat auch mein Ventilator doch ein bisschen geholfen. Ja, das ist doch gut. Genau, letztes Mal, als wir aufgehört haben, sind wir oben gewesen. In unserem Kinderzimmer. Das ist, glaube ich, das hier. Exakt. Ja, für alle die letzten paar Mal nicht dabei waren und sich verwundern, wie der Typ jetzt so schnell da oben kann sein kann. Das ist der John Watson. Aber in diesem Spiel ist er unser imaginärer Freund. Also von dem her, yes. Darum kann er so schnell hin und her jumpen. Kennen so ein Klimagerät wäre super. Ja, für Klimaerwärmung ist es natürlich nicht besonders förderlich, sage ich jetzt einmal. Also für Klimaerwärmung selber schon, aber das ist ja nicht unser Ziel. Und ja, darum von dem her... Also irgendwie kann ich mich doch nicht mehr... Kann ich wieder mehr... Irgendwann habe ich doch gelernt, dass ich mich ducken kann. Nicht? Kann ich mich ducken? Rennen gehen, Fallmappen, Tagebuch interagieren, Gedankenspiel, Foto, Konzentration, Übungsanalyse. Ja, ich habe es ja schon gefunden. Muss ich es echt nochmal machen, nicht, oder? Wo das Ding ist, die Truhe ist ja eigentlich schon offen.
das haben wir ja eigentlich auch schon. Das da hier. Irgendwo in unserem Zimmer einen Schatz versteckt hatten. Ja, und wir haben ja... wir können natürlich nicht schauen, was wir im Inventar haben. He? Mein imaginärer Freund John, genau. Also irgendwo im Zimmer haben wir einen versteckten Schatz. Wir haben auch einen Türknopf gefunden, der aber aussieht wie ein Schlüssel. Und meiner Meinung nach sollte doch der da oben in der obersten Schublade reinpassen, wo dort fehlt nämlich der Türknopf, also der Schubladenknopf. Aber irgendwie kann ich da gerade nicht machen. Auch nicht. Das nicht. Ich schaue mal hier um. Need to repeat this one day, but with bullets. Das habe ich eigentlich alles schon angeschaut. Genau. Wo haben wir schon noch etwas versteckt in diesem Zimmer? Ich bin gerade ein Mühe ratlos. Der einzige Ort, der effektiv herpasst, ist dort. Wo soll es sonst noch ein Versteck haben? Boah! Da haben wir ja schon geschaut. Ja genau, 2 von 2. Haben wir schon gehabt. Das haben wir auch schon Coal gehabt. dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Ich weiss doch auch nicht. Fritz tut's noch einmal. Warum tut das nicht? Das passt doch da rein. Aber ja, anscheinend will es gleich nicht. Ja, easy. In dem Fall schauen wir halt gleich mal sonst, um. Ein staubiger Türknauf aus Holz mit einem ausgeklügelt gewürfelten kreuzförmigen Endstück. Aha, ist das echt das? Ist das echt nicht das Gleiche? Aber das ist definitiv das. Das ist in dem Fall. Passende Öffnung. Okay. Das habe ich eigentlich die ganze Zeit machen. Perfect Okay, einfach match. die. Okay, dann habe ich einfach den falschen Dings in dem Fall angeheftet, den falschen Hinweis. Ah ja, gut. Es ist warm. Ich darf. Was haben wir hier? Eine Zeitung. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. Also es ist keine Zeitung, sondern es ist ein Heftchen, wo er alle Zeitungsartikel und so reingeklebt hat. Und eine Pfeife. Made of cherrywood. Father's favourite. Hat er echt darum früher irgendwann mal, später dann mal angefangen Pfeife zu rauchen? Made of cherrywood. Father's favourite. Okay. Still has a faint odour of tobacco. One of the few things on this island that smell like home. Sideshow Holmes Pfeife. Eine kleine gerade Pfeife aus Kirschholz, die einst Sherrys verstorbenen Vaters Sideshow Holmes gehörte. Wir mussten sie vor Violet verstecken, da sie nicht wusste, dass wir sie in London aus seinem Zimmer entwendet hatten. Also Violet ist seine Mutter. Das Holz ist alt und vom intensiven Gebrauch abgenutzt. Doch Sherrys Vater ging sehr pfleglich mit ihr um. Sie riecht noch leicht nach Tabak. Sherry hat die Pfeife seines Vaters an sich genommen und ich schätze, sie hat für ihn einen hohen I knew Wert. you'd find it in no time. Ah, das war der versteckte Schatz gleichzeitig. Okay, das ist ein bisschen lame, weil das ist ja sehr obvious gsi. Ja, in dem Fall. Das Tagebuch. Ah, das sind Gegenstände, okay. Ja gut. Dann haben wir das in dem Fall gemacht. Was ist das? Das haben wir gemacht. Ich habe den versteckten Schatz gefunden. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen sehr einfach, weil beides zusammenhängend war. Oh, okay. Kann man machen. Genau, in der Nähe. Okay, ich glaube, das da hier ist sicher etwas, was wir jetzt müssen anschauen müssen. Das Gedankenspiel, das wir machen können.
Also, es gibt keine Aufzeichnung über den Tod meiner Mutter, aber ich erinnere mich an einen alten Familienfreund, den wir hier auf Cordona hatten. Einen exzentrischen Mann namens Theodore Gilden, dem der rechte kleine Finger fehlte. Wenn er noch hier lebt, kann er mir vielleicht mehr über den Tod meiner Mutter verraten. Er hatte damals in einem der Nachbarshäuser gelebt, in der Nähe der griechischen Brücke. Und in seinem Hof hat er einen gasgefüllten Ballon. Also, dann gehen wir doch wieder raus. Das ist doch okay. Wir gehen schnell schauen, wenn er in der Nachbarschaft wohnt, in der Nähe von einer griechischen Brücke, sollte das ja eigentlich easy sein. Schauen wir aber wirklich auf der Map. Hier ist eine Brücke. Die Frage ist das die griechische Brücke? Ja, es ist die griechische Brücke, okay. Dann wird er auch da oder da wohnen. Oder auf dieser Seite der Brücke. Das kann natürlich auch sein. Jedenfalls. Ja, gehen wir mal dorthin. So. Ich möchte jetzt sollte ich vielleicht noch schnell das anheften. Der Hinweis. So. Ah, das ist ein Ballon. Sie. Ballon angesehen? Entschuldigung. That wretch Who's him back? Goliath would murder Who's us him all. back? Mark my words. Auf das Anwesen der Childrens. Ah, irgendetwas ist da vorgefallen. Destruction and trampled ground. Es sieht aus, als wäre hier umgepöbelt worden. Was soll das? Ui. Oh. Entfesseltes Chaos. Aha. Oh, das sieht nicht sehr gesund aus. Holy shit. Oof, a contortionist you were not. Nope. Holy shit. Also verdrehtes Handgelenk. Verdreht Kopf. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. Ah. Sehen wir noch. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. Alles verdreht. Yikes. A belt from a dressing gown. Curious. Verdrehtes Bein. A kneecap reduced to splinters. Ugh. Was ist noch? Blut, aber da kommen wir nicht her. Mir fehlt noch der 4 TVs. Ah. Wo ist 4 TVs? Hallo? Ah. Ich habe etwas gefunden, da. A missing Ah, painting. der abgetrennte Middle age. Finger. It's none Ah. other than Theodore Gilden. Ja, boy, scheiße, hä? Sherlock. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. Sehr interessant, dass genau dann, wenn wir auf der Suche nach ihm sind, der auf mysteriöse Art und Weise einfach stirbt. I don't know. He was certainly under pressure. Das kann kein Zufall sein. Oh, ganz viel Gemüse und Wassermelonen. Und du chillst einfach mal hier ein bisschen im Boden. Hey, nein. Komisch. Ganz, ganz komisch. Also. Genau. Im abgeschlossenen Gehege eines großen Tieres liegt die Leiche eines Mannes. An seiner rechten Hälfte fällt der kleine Finger. Es ist Theodore Gilden. Oder Gilden, oder wie auch immer. Der Mann weist so viele tödliche Verletzungen und Brüche auf, dass es schwierig ist, die genaue Todesursache zu bestimmen. Seine Beine sind blutig und übel zugerichtet. Auf der Leiche liegt der Gürtel eines Morgenmantels. Sehr kurios auf jeden Fall. Ein goldener Käfig. Ah, das ist jetzt ein neuer Fall, den wir lösen müssen. Okay. Dann frage ich mich, ob wir da reinkommen. Rein.
Schade. Hier irgendwie rein. Hog Heaven. Oh wow. Ja, da leben ist sicher nicht schlecht. Hier. Oh, Hinweise sammeln. Ui. Es ist so ein A Schnitzer, oder? sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. It's seen a lot of use. The blade is worn from grinding. Also nicht mehr sehr useful in dem Fall. A coal gas tank. Enough to pump up an airship. Er hat ja einen Ballon, also von dem her macht es durchaus Sinn, dass er auch eine Befüllungsstation, sage ich jetzt mal, hier hat. Was haben wir hier? Das sieht eindrücklich Fresh aus. signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. Aha. Okay, Gedankenspiel können wir machen. Jemand verloren und hat nach dem Schuppen eines Seemanns Messerweise. Hm. Ja, gut, das ist ja das ist nicht Neues. Ja, Mensch, die Person finden wir. I don't know. Wir mal ein bisschen rumspionieren. Fragen wir mal die Leute an. Hallo zusammen. Could you help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. Gut, ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt so, ah ja klar, das Wasser kann mehr. Ja. So ist jetzt da ein weißer Punkt, aber ich kann ihn nicht anschauen. As So. if they were struck by a battering ram. I wonder how we managed not to hear any of this. Das ist wirklich interessant. Warum hat man das nicht gehört? Ein Kohlengastank. Ah. Irgendwelche Spuren, denen wir folgen können. Das ist ein Apotheker, der so an der Ruhe kann. Die Schauspielerin aufgeschlossen, hat eine saisonbedingte Allergie, wahrscheinlich Heuschnupfen oder so. Hier ist ein Sänger aufgeschlossen, trägt ein verstecktes Messer. Oh. Why? Was ist mit ihr? Schottischer Schauspieler mal Katzen aufgeschlossen und er hat Überbiss und ist auch wohlgesonnen. Okay. Interesting. Oben haben wir auch nichts in der Suchleiste. Das ist doch eine Frage, was kommt das? Also, was müssen wir jetzt machen? Für so eine Kohle-Dings, Gastank finden, oder wie? Oh, Watson, erzähl, was muss ich machen? It's as if a storm went through here. Mehr Hinweise hast du mir nicht. Ernsthaft? Puh. V-Mappe. Wirklich nur das. Vor kurzem ist jemand gegen die Schuppenwand geprallt und hat ein Messer fallen lassen. Vielleicht müssen wir effektiv auch einfach dem hier folgen. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht etwas finden. Mal zu einem hergehen. Noch mal schnell schauen. Hier ist noch etwas. Eigentlich da rein? Nein. Oh, wir gehen da rein. Hog Heaven. Komm ich da rein? Ha. Irgendwie sollte ich da reinkommen. Ich weiß aber nicht wie.
Hat er irgendwie einen Schlüssel bei sich oder so? Auch nur das machen, ja. Das habe ich ja schon gemacht. Ist so creepy, Mann. Da ist etwas. An amount of attention that most can only dream of. Das sind jetzt sehr viele Hinweise. Ah. Oh, da ist etwas. Ah, der Didn't we get to Ballon. fly in it as children? I doubt it could hold my weight today. Okay. Ist noch was? Ist noch etwas? Hier hat so Blutspuren. Ah! Was ist denn das? Poke the elephant with this? Really? People are hopeless. Oh. Genau, aus 18 Zahl groß, ausgewachsen. Der Elefant, mindestens 2 Tonnen schwer. Und da haben sie mit dem Teil malträtiert. Oh, das arme Ding. A strong pull broke this leash. Es ist eine Kette, aber okay. Kann man machen. Ein Ding fehlt noch ein Hinweis. Ich kann aber nicht mehr viel mehr umschauen als so. Ich kann nicht nachher her da. Ich muss glaube dort bleiben. Ich fehlt noch ein Hinweis. Also das war einer. Ah, hier Blutlachen. Okay. A pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. Machen wir ein Foto. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. Oh je, oh je. Also hier ist ja ein Elefant festgehalten. Da hat sicher Goliath geheissen. Das Elefantli hat probiert auszubrechen, oder wie ist es gegangen? Ich will mal nachdenken. Nachdenken hilft immer. Also, was haben wir hier gehabt? Auch nicht 2 Hinweise, also 2 Bubbles. Da hat es eine Bubble. Was das hier macht. Also jemand hat uns von hinten abgeschlagen. Oder der Elefant, ja. Der Elefant hat ihn erwürgt. Okay. Das ist interessant. Schauen wir mal, was die da hier mit der Bubble macht. Die Leiche weggeschleift. Könnte durchaus sein. Oder der Elefant. Ja, gut. Könnte eben auch noch sein. Ich bezweifle, dass der Elefant ihn dort hergeschleift hat, ganz ehrlich. Irgendjemand hat ja ein Messer lackiert, von dem her. Der Elefant ist dann abgehauen. Aha, das ist der. Das ist der mysteriöse Dritte. Hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Warum sollte der. Warum ist. Also, wenn der hier einfach allein abgehauen ist, warum ist jetzt das Tor davor so mega malträtiert? Das muss schon der Elefant abgehauen sein. Der war vielleicht per Zufall da. Das könnte eben schon noch sein.
Es gibt nur 2 Versionen. Ich sage mal, das stimmt. Ich sage, er war per Zufall da gewesen. Ich glaube nicht, dass er ihn bis dorthin geschleift hat. Das wäre auch komisch. Ich sage, das ist passiert. Er ist vertrampelt worden. Und der Elefant ist ausgezickt, weil er ihn gepickt hat. Mit dem Huren-Dingsbums. Andererseits muss ich schauen, wie sieht es aus mit den Fußstapfen? Case-Fall, der wird effektiv zutreffen. Also ich denke mal, es ist so You're not abgelaufen. even trying, Sherry. Concentrate. Okay, ist es nicht. Hey Nifty, wie geht's dir? Alles gut? Also das stimmt anscheinend nicht. Wirklich nicht? You're not even trying, Sherry. Okay, das stimmt Concentrate. nicht. Also ich bezweifle es ja, dass der Elefant ihn daher geschleppt hat. Aber vielleicht hat er ihn auch geliebt, das kann natürlich schon sein. Elefanten finden Menschen ja herzig, habt ihr das gewusst? Ich sage mal, das ist passiert. Habt ihr gewusst, dass wenn ein Elefant einen Menschen anschaut, dass You're not even Okay, das stimmt auch trying, nicht. Sherry. dass in seinen Concentrate. Gehirnregionen das gleiche ausgelöst wird, also das gleiche Gefühl ausgelöst wird, wie wenn wir Katzenbabys oder Hundebabys anschauen. Also Elefanten finden uns enorm cute. Schwierig. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Du, mir geht's auch gut, danke vielmals. Einfach ein bisschen warm habe ich, muss ich zugeben. Ich habe 29 Grad hier. Könnte angenehmer sein. 30 Grad. Wenn wir mal probieren, wie es ist, wenn wir nur den Dritt haben, also die dritte Person. Genau, der hat ihn abgemetzelt, hätte ich fast gesagt. Dafür geschleppt, aus welchem Grund auch immer. Oder der Elefant ist halt einfach abgehauen. You're not even trying, Sherry. Hallo, Concentrate. sicher. Die ganze Zeit meine Theorien am bestätigen selber. Aber dann machen wir es halt so. Aber was ist denn mit dem Elefant? You're not even trying. Weil ich sage, der Sherry. Elefant ist ja. Concentrate. Er chillt ja immer noch dort hinten. Was neuer Eindruck in Johns Tagebuch. John erinnert mich an einen alten Zeitungsartikel aus unserer Kindheit. Das war das erste Mal, dass ich eine dieser wunderschönen Kreaturen gesehen hatte. Ich kann im Archiv der Zeitungsredaktion nachsehen. Es handelt sich bei dem Artikel um den Bericht eines Wissenschaftsjournalisten auf der ersten Seite. Der Artikel müsste vor etwa 10 Jahren gedruckt worden sein. Mal, aber jetzt echt nicht die Ding. Ich muss ins Bibliothek sehen, ernsthaft. Nein, mal jetzt nicht die Bibliothekssäckle. Ich will das jetzt machen hier. Aber es ist schon ein bisschen weird. You're not even trying, Sherry. Also ich meine, Concentrate. der Elefant ist ja ganz obviously bis dafür gelaufen. Und er abgehauen. Da ist auch jemand abgehauen. Das war echt der Elefant. Eine dritte Person. Aber warum sollte eine dritte Person einfach so stehen?
So, ich bin glaube wieder da, oder? Hört ihr mich noch? Oh ja, gut Deutsch. Super, okay, wieder da. Ja, es hat mir gerade kurz um Dings unterbrochen. Die Verbindung, keine Ahnung warum, aber ja, passiert. Hat Twitch vielleicht kurz einen kleinen Schluck aufgehauen, aber das ist okay. Also, probieren wir das nochmal. Wir hier die riesen Fußabdrücke. Und der ist los. Der Elefant ist abgehauen. Irgendetwas hat ihn mega geärgert. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass er ihn erwürgt hat. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Elefanten würden niemals einfach so einen Mensch erwürgen. Vor allem, er hat ihn doch nicht abgeleitet. Das macht doch null Sinn. Dann ist er einfach abgehauen. So, als ob nichts wäre. Ich will nicht, es kann nicht stimmen. In a fit of rage, Ernsthaft? the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Okay, lol, das hätte ich Escaping jetzt the echt scene, nicht it hauled the body erwartet. with it, but dropped it at the gate. At least some of this was Schlauer witnessed by a Elefant. third party who was hurled against the shed. Ah, The elephant can't have gone too far. I can still track it. I suppose you find it. Then what? Push it all the way back to the manor? ja klar. Wenn wir den Elefant finden, dann dann binden wir ihn irgendwie an. Hier ist auch noch irgendetwas, was ich muss suchen muss. Was ist echt das? Da muss ich auf jeden Fall mal noch her. Was ist denn hier los? Ah, das ist wegen Dings, okay. Also, wir können ein Gedankenspiel machen. Also, das Opfer litt schwerste Verletzungen verschiedenster Art, die zum Tod führen. Hier, jemand verlor am Tatort nahe dem Schuppen ein Seemannsmesser. Messer wie diese nutzt man zum Zerschneiden von Seilen. Theodor Gilden hielt auf seinem Anwesen einen ausgewachsenen Elefanten. Und jemand wurde bei Goliaths Ausbruch gegen die Schuppenwand geschleudert. Die Person könnte dabei verletzt werden. Also das sind auch die zwei mit dem Messer. Jemand wurde Zeuge des Geschehens auf Mr. Gildens Anwesen. Die Person verlor ihr Messer und könnte verletzt worden sein. Genau. Die zwei passen auf jeden Fall zusammen. Genau. Aber schon noch etwas, das zusammenpasst. Die zwei glaube ich nicht. Nein, ich kann sagen. Das ist weird. Also, was haben wir hier? Diese Person wurde beim Ausbruch des Elefanten vom Tor getroffen. Vielleicht hat sie gesehen, was genau vorgefallen ist. Also wir müssen die Person finden. Dann müssen wir den Elefant finden. Und was ist das da hier? Ah, das ist... okay. Also ich würde sagen, wir finden den Elefant. Also wir suchen den Elefant, sagen wir so. Finden ist... So. Habt ihr etwas Help me, gesehen? please. That's a question I can answer. Der Elefant mit dem Namen Goliath überquerte die griechische Brücke in Richtung des Waldes, in den Theodor ihn jetzt mitgenommen hatte. War er mit ihm gelaufen? Ernsthaft? Aha. Okay. Interesting. Ist das da? Hof des Anwesens? Nö. Also über die Brücke. Puh. Na, was da im Wald oder was? Ich gehe mal hier über die Brücke da. Also. Eine Spuren führen zum Wald. Hey du,
So, May I ask for your assistance? ist gefunden. Are you looking for trouble? Because I can find you some. Nö, ist okay. Danke. Nur pöbelig. Ah, da. May I ask for your assistance? So, you think if you have money, we should bow to your whims? Ups. No, Ja, sir. geklickt statt das Ding am Boden. Gut. Fußabdruck eines Elefanten und The elephant Olivenöl. barged into this cart of olive oil. Oh je. What if we're lucky and he slipped and fell somewhere along the way? Die Vorstellung, dass er ausgerutscht ist. Nein. Oh. Ich glaube, mein PC ist ein bisschen heiß. Excuse me, just one question. You shouldn't have left your mansion. You won't get any answers from me. Okay. Also, aber wir folgen der Spuren. Oh, leider hier aufhören. Aber es ist ja richtig, May I ask you something? Mr. Fancy Clothes won't find any Fancy answers Clothes. here. das ist ja alles so unhöflich. Mega fies. Aber da ist... Nein, das ist Steine. Ist das noch etwas? Ah, da war was gewesen. Ja, er ist effektiv in die Richtung. Gut. Ah. Ist echt da runter? Ich glaube es nicht. Hallo. Help me, please. I've heard something, but actually no, never mind. Hoi I know nothing, Massimo. I'm sorry. Viel Spaß im Lurk. Wie geht's dir? Was ist das da? Eine Dankbarkeit für diese Insel wächst stetig, so wie dieser Baum, den ich Ihnen hier mitschenke. Hey! Vom verantwortungsbewussten Bürger Cordon... Was Cordon? Vom verantwortungsbewusstesten Bürger. Aha. Cordonas Tegeln. Okay. Bürger Cordonas Tegeln. Okay. Also dann müsste der Elefant auch wirklich irgendwo hier sein. Irgendwo hier wird er auch sein. Oh! Ich habe ihn gesehen! Also nur sein Schatten vor Vergangenheit. Ist hier weitergelaufen? Okay. Okay. Ah ja, ich sehe einen Fingerabdruck, hätte ich gesehen. Fußabdruck. Vor kurzem abgebrochen. Elefant Okay, die vorbei. hear me out. If an elephant falls in the forest and there's no one around to... John, no. Oh, you're such a killjoy. Oh. Der Elefant ist einfach in den Wald abgehauen. Das finde ich auch ganz gut. Ich kann leider nicht schneller laufen. I'm sorry. Okay. Ist abgebogen, was? Hä? Was ist hier? Das Wasser oder was? Elefant ging tiefer hinein. Ja. Oh! Okay. Was haben wir denn da? Ein Morgenmantel. Strange. It was hung with care. Vor allem fehlt wahrscheinlich der Dings. Der, wie sagt man? Der
Gürtel. Und der liegt ja bei der Leiche. Ich kann nicht weiter runter. Hier. So. The game has escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Und eine Karte. Brief mit Tintenflecken. Werter Theodor, ich schreibe Ihnen als ein Mann der Insel, wie auch Sie ein Mann der Insel sind. Ich schätze unsere Freundschaft, doch auch die Zufriedenheit unserer Mitbürger liegt mir sehr am Herzen. Ich fürchte, ich kann nicht länger zulassen, dass mir aufgrund unserer Freundschaft die Hände gebunden sind. Ihre Nachbarn vertreten die Auffassung, dass ich nicht in der Lage bin, durchzugreifen. Sie halten Ihren Baum für eine Provokation und nicht, wie von Ihnen beabsichtigt, für ein Friedensangebot. Die Menschen haben Angst, weil sie sich weigern, ihren Elefanten einem feigen Tierpfleger anzuvertrauen und stattdessen versuchen, ihn mit rudimentären Kenntnissen zu dressieren. Die Situation ist so nicht länger tragbar. Ich muss zugeben, dass ich bereits kurz daran gedacht habe, den Elefanten konfiszieren zu lassen und in Mr. Tailhearts Obhut zu geben. Schließlich hat er gezeigt, dass er sich um seinen Elefanten Bean zu kümmern weiß, wenngleich ich einräumen muss, dass es sich um ein Weibchen handelt, das weniger angsteinflößend ist als ihr Ungetüm. Bitte überdenken Sie Ihr Handeln in der gegenwärtigen Situation. Sir William Sinclair, Gouverneur von Cortona. Okay. Ja, dann V. Der Elefant ist abgehauen. Wahrscheinlich. Ja gut, ich glaube, so schnell werden wir den Elefanten nicht finden. Fallmappe, was haben wir hier noch? Genau, weiter können wir nicht. Das Morgenmantel fand ich einen Schlüssel. Genau. Mal schauen, was das für ein Schlüssel ist. Dokumente, Brief mit Tintenflecken. Genau. Gehen wir doch jetzt mal zurück. Gehen wir mal retour. Zurück ins Dorf. Ah, der Schlüssel ist sicher der Dings. Kann ich reisen? Schnellreisen, genau. Der Schlüssel ist sicher der Schlüssel für ins Ding rein. Ins Anwesen rein, also da also zum Pool, zum Elefantenpool. Oder dekadent. Der Elefant hat einfach einen eigenen Pool. Ah. Hog Heaven. Hä? Komm ich da nicht rein? Was? Zeug gewesen, dass ich da jetzt reinkomme. Hallo. Oh, why do I get the worst jobs? He was certainly under pressure. Sagt der da hier? Nee. Oder mal? Anscheinend. Okay. Anwesenheit der Gildens. Aha. Der hat ein bisschen Stütz gehabt, hä? Vielleicht Nütter. Schöne Bildchen aufgehängt. Okay. Grosszahn. Er hat auch gerne Elefanten gehabt, hm? I can always recognize the spirit of a true artist. Ja, ich glaube, er hätte gerne Elefanten gehabt. Holy shit, mega viele Bilder. Ich frage mich, ob die Bilder alle echt sind, also ob sie in echt auch gibt. Was ist hier? Ah, das ist der Vordereingang. I see. Gehen wir mal rauf. You. Who are you? My name is Sherlock Holmes. Theodore Gilden was... Ah, Did you Gilden, kill okay. him? What? Did you kill the elephant? It's not in the yard anymore. It escaped into the forest.
You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, Miss. Imogen Gilden. Please, I beg of you, find that dreadful beast that killed my father. I suppose we do need to learn what happened. Sagen Sie mir alles. Can you tell me what happened? From the very start. I was here, so I didn't see how it began. My father visits the enclosure every morning to wake up Goliath. Today, I heard the elephant scream. I've never heard such a horrifying sound. My heart stopped. I knew something was wrong. I looked through my window and saw how it lifted my father up by his neck. I rushed downstairs. I saw it dragging my father as if he were a doll. I threw stones at it. It dropped my father's body and charged outside, screaming. Its roar was almost human. I was frightened, so I ran inside and hid here. Okay. Mein Beileid für den It was a Verlust. terrifying experience, Miss Gilden. I'm sorry you had to go through it. Thank you. Goliath must be caught, Mr. Holmes. Well, thank you for the information. Oh, Miss der Gilden. Dialekt macht mich fertig. I did Muss have some be questions for your called. father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life, and it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. Monster, oh no, ist doch kein Monster. Habe ich überhaupt einen Beweis? Wählen wir Has das. Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean. Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl. And my room stinks of the animal, as if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Es muss Mr. nicht Holmes. angenehm, es It's muss nicht just angenehm gewesen sein. incredibly difficult to live like this. Oh je. Da ist Spur vom Schuppen. Did you observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. Miss Gilden, I was on this island 10 years ago, and your father knew my mother. I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside, but I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr. Holmes. With that beast roaming free, I can't think of anything. Very well. Ach, als ob sie wirklich nur noch den Elefant im Kopf hat. Ja, ernsthaft. So. Who's a cute bird? Oh, the cute bird. Ja, okay, das ist wirklich herzig und rumhüpft. Ja. Haben wir irgendetwas so Spannendes hier? Junge britische Lady trägt nicht gerne Zöpfe und ist aufgeschlossen. Ja, immerhin. Also. Es ist ein bisschen durchbürot, hä? Gehen wir wieder raus. Sind wir hier? Das ist auch im Zimmer, aber da kommen wir nie. Okay. Was ist da eine? Das Büro. Abgenutztes Leder, Blick auf The das Gehege. nicest spot in the room. Häufig benutzt. Mr. Gilden spent hours of his life right here. Staring at an elephant's backside. What a wonderful life. Looks eccentric and smells eccentric. Der Teppich ist aber cool, der gefällt mir mega. Aber einfach... Wer stellt sich einfach so eine riesen Fackel ins Büro? 2 sogar. Also das ist nicht nur dekadent, sondern auch sehr gefährlich. Der Elefantenflüsterer, Cordona Chronicle 1875. Der 55-jährige wohlhabende Inselbewohner Theodor Gilden erwarb einen indischen Elefanten von einem Wanderzirkus. Mr. Gilden dazu: Dies ist eine wunderbare Gelegenheit. Niemand auf dieser Insel könnte dem Elefanten ein besseres Zuhause geben als ich.
Diesem edlen Geschöpf wird es bei mir an nichts fehlen. Vorbei sind die Zeiten, in denen das Tier gezwungen war, mit Clowns in einem Zelt die gaffende Menge zu unterhalten. Von jetzt an ist der Elefant mein Gefährte, mein zweites Kind. Und ich werde ihn beschützen. Aber es gibt keinen Grund, eifersüchtig auf ihn zu sein. Ihr wart, seid und bleibt meine geschätzten Mitbürger. Hä? Der hat ja ein hure Ego gehabt, Mann. Holy shit. Die Zeit wird zeigen, ob die ganze Sache eine Schnapsidee war oder nicht. Die Aristokraten aus der Nachbarschaft äußerten sich jedenfalls schockiert über diese Neuigkeit, wie auch über das furchteinflößende Getröte dieses Ungetüms. Letzten Endes werden sie allerdings das exzentrische Wesen ihres einflussreichen Nachbarn wohl oder übel erdulden müssen. Nun haben also auch die Reichsten der Reichen auf unserer Insel ein schweres Los, so wie alle anderen. His second child? An apparent son and heir, I'd say. Gott. Sag nicht, der Typ hat seinem Elefant die Hälfte erben. Ivory Baths, okay. What's so special about this place? Another elephant? A partnership annulled with a single stroke of a pen. A catchy title. I should take a photograph of the plans. I don't want to carry them around. Perspektive. Ah, ist die einzige Perspektive ernsthaft? Ja. Bauplan für Elefantengehege, okay. Hätte noch mehr machen in diesem Fall. Quite the spectrum. From the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution. Why not? Kann man machen. Er war auch sehr besessen von Elefanten und von Elfenbein, tatsächlich. Interessant. Suspekt. Rein. Okay, gehen wir wieder runter. Direkt raus. Also, schauen wir mal auf der Karte. Was haben wir hier? Schlüssel in Weiß erhalten. Fangen wir ab. Gehen wir mal da gucken. Der Bauplan. Ivory Bath. Wo ist echt das? Der A. Swift war ursprünglich als Partner aufgeführt, wurde dann aber durchgestrichen. Ivory Baths, okay. Wo ist echt das? Das sollte irgendwo hier näher gewesen sein, ne? Sind wir dort nicht vorher dran vorbeigelaufen? Also anscheinend ist ja niemand aufgefallen. Okay, niemand vor Ort gewesen. Okay. Gedankenspiel? Nö, okay. Ja, dann schauen wir. Was haben wir jetzt für Haben wir das jetzt abhängt? Nein, wir nicht abhängt. Wir pinnen das mal an. Die Ivory Baths. Aber ich glaube, ich gehe zuerst, bevor ich weitermache, effektiv kurz da in den Laden rein. Wo wir müssen ja auch ab und zu... Zeitausstand, neuer Ort, okay. Und wir müssen ja da zu den Händlern gehen, ab und zu. Schauen, hinter uns, ob die unsere Gegenstände am Verkaufen sind. Kleidungshändler, das ist... Nicht das, aber Kleidungshändler können wir auch rein, vielleicht können wir uns The finest clothes for the finest people on the island. The finest clothes for the finest citizens. Wie viel Geld haben wir? Nicht so viel wahrscheinlich. 3,50 Geld haben wir. Die Frage ist, ob das überhaupt... So geil. Wir können uns als Frau verkleiden später. Aber gut.
Okay, okay. Sehr, sehr interessant. Pirat. Hey, nein. Okay, das wird mal noch lustig. Okay, okay. Das wird mal noch... das Of blaue course, Auge noch. think it over. Take your time. Okay. Aber da, wo wir her müssen, ist hier, Verkauf von Kunstwerken. You'll never find such magnificent paintings anywhere else. Just take a look. Anscheinend haben die ja etwas für My uns, oder goods will so. brighten up your house. Gemälde. Karte von London. Porträt von Violet. Das ist die Mutter. Ein Bild kann sie nicht ersetzen. Und der John. Excuse me. Hey Martin, ja, die Klamotten waren super. Aber ich denke mal, im Verlauf von weiteren Games werden wir die uns mal noch verkleiden müssen. Hey Zwegi, wie geht's dir? Alles gut? Also das ist ja unsere Mom. Also Moment, schnell. You always know where to find me. Also wir sind jetzt im Kunstladen und nebendran ist noch der Möbelladen. Heieiei. Wir müssen ja mal noch unsere wo sind die Sachen echt? Das da hier. Masterpieces by local artists at an affordable price. My goods will brighten up your house. Ja, okay, das macht keinen Unterschied, aber gut, keine Ahnung, wer das ist, aber ich meine, das da hier ist ja sicher mal unsere Mutter, also das müssen wir uns gönnen. Und das ist echt der John! Nehmen wir auch mit. Ich habe zwar gar kein Geld mehr. Ich frage mich, wie ich an Geld komme. Enjoy your purchase. Das Doofe ist ja, dass jetzt Landscapes and portraits. Find the one. Make your garden cozier with our goods. hier My goods will brighten up your house. ist ja genau das Gleiche. Holzbank. Okay. You always know where to find me. Ich habe keine Ahnung, ob das Zeug uns gehört oder nicht. Ja. Also da sind wir jetzt gewesen. Was soll ich machen? Hey, Velo Center, merci vielmals für den Follow. Willkommen bei uns. Genau, wo muss ich jetzt noch her? Das ist halt so die Frage, goldiger Käfi. Wo ist echt das da hier? Also sie wollte ja, dass wir den Dings finden, hä? Der Elefant. Also. Gehen wir mal nochmal daher. Vielleicht ist er irgendwo da. Keine Ahnung. Also es sind ja so Burgmauern dort rundherum. Ich weiss halt nicht, ob wir vielleicht irgendwie sollten schauen, dass wir dort herkommen oder so. Aber wo hat es hier Burgmauern? Ich sollte einfach nochmal schnell zur Polizeiwache gehen. Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. Geh schnell zur Polizeiwache. Zum Glück können wir ja uns hin und her porten. Jetzt geht es ein bisschen schneller. So, wir orientieren. Ah, vor mir. He's even putting up posters. Gehen wir da rein? So. Hallo, gibt's etwas Neues? Any progress with the case, Mr. Holmes? Hier?
Neuer Schwall. Neuer Schwall. Neuer Fall. Okay. Ah, das ist aber etwas ganz Neues, hä? Ah, das könnte man nebenbei noch... Also so eine Nebenquest, die wir noch machen könnten. Ah, das war auch das auf der Karte. Ah, ich sehe, okay. So. Hey, he's even been putting up posters. Poor man. Losing it may be the death of him. Ich will nicht mehr verstecken. Hey, he's even been putting up posters. Poor man. Losing it may be the death of him. Hä? Mehr über die Plakate hinsichtlich des vermissten Gegenstands herausfinden. Dieses Jahr ausgeraubt. Bruder war in London. Hä? Zentrum von Scaladio. Geige vor Zustand. Ich muss schneller machen, I know, aber... Hey, he's even been putting up posters. Poor man. Also, starten wir es nochmal. Es muss so schnell gehen. Also, um seine Brötchen zu verdienen. Er war in London. Geige vor kurzem gestohlen. Verkauf von Antiquität. Also Geige wurde vor kurzem gestohlen. Alles andere ist besitzen. Hey, he's even been put... Also, machen wir noch mehr. Also, was haben wir? Seine Brötchen zu verdienen. Das war nicht gewesen, oder? Verkauf von Antiquität war auch nicht gewesen. Zentrum von war auch nicht gewesen. War auch nicht gewesen. Was Musiklehrer? Geige vor kurzem gestohlen. Ah. Hey, he's even been putting up posters. Also Giga ist gestohlen worden, he? Und er ist Musiklehrer. Also vielleicht hat er ja doch... So, okay, das ist nicht. Bruder von London. Zentrum von Scaladio hat gestummt. Verkauf von Antiquität. Okay. Wir kommen dem langsam ein bisschen an. Hallo. Hey, he's even been... Wir müssen halt... Ich habe nur ganz kurz Zeit, Mann. Das geht nicht. Da, Musiklehrer. Das auch nicht. Das da. Das da. Also, verzweifelte Musiker. Ein Musiklehrer aus der Gegend hat im Zentrum von Scaladio in direkter Umgebung der St. Clement-Kathedrale Plakate aufgehängt und bittet um Hinweis hinsichtlich seiner gestohlenen Geige. Okay. Ja, wenn wir etwas finden, helfen wir ihm sicher. Aber im Moment haben wir, glaube ich, selber ein bisschen genug zu tun. Ich komme immer noch nicht daher. Das ist irgendwie doof. Ich muss dort her. Wieso komme ich dort nicht rein? Doch da eigentlich reinkommen. Hog Heaven. Komme ich hier nicht rein? Das ist so gespässig. Das sind Schlüsselhinweise, die ich brauche. Okay, ganz, ganz komisch. Wir müssen den Elefant finden. He? Ah, warte schnell, da war noch etwas. He? Im Archiv von der Zeitungsredaktion. Wo ist echt die Zeitungsredaktion? Da ist etwas.
Das könnte es auch noch sein, hä? Okay, porten wir uns halt nochmal daher. Mal schauen, ob in der Zeitungsredaktion im Archiv etwas ist. Wir laufen sogar in die falsche Richtung, okay? Was ist die richtige Richtung? Yes. So. Ui, was ist denn da passiert? Excuse me, just one question. I cannot help. But I can sell your fancy suit. Die Leute haben hier nicht so gerne gut angezogene Menschen. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Nice. Ah, das ist Schnellschalterpunkt. Ah, okay, jetzt haben wir auch freigeschaltet. Nice. Aber noch ein bisschen weiter vorne. Wo der ist. Was ist da? Hä, wo ist das? Ich bin gefragt. Ah. Da rein? Hier. Okay, interesting. Hello. Stop the presses. Who is Cordona's handsome stranger? Or nosebagger spurns local life? Wait, no. Foppish foreigner hides dark past. Oh, you've made quite the impression already, Mr. Holmes. Oh. You care to tell your side of the story? I'm quite certain I have no idea as to what you refer, and I am further certain I have no interest in indulging your gossip. Gossip? Oh. The truth will come out, but will only be heard if told well. Scandal, daring do, Sag niemals einem Journalist, sie macht nur Gossip. Gossip. Oder Journalist. Nothing travels faster or lasts longer than a great story. Young man, your tale will be told with or without you. My readers demand it. You already knew my name and seem aware of my doings here in Cordona. I presume this newspaper is your little endeavor? Yasmin Sertel, editor-in-chief of the Cordona Chronicle. Advocate of the free press, voice of the people, scourge of the silk stocking. Charmed, I'm sure. As an advocate of the free press, I trust you'll permit me to consult your archives? There are gaps in my knowledge of Cordona. Oh, so my work does have merit. Well, I think we can strike a bargain. I shall provide you access, and you let me keep writing about your exploits. So be it. Brooding bachelor builds bridges. Now that's character development. I guess I owe you my gratitude. What can I say? Het is van flirten. I've always enjoyed working with the Holmes. They whisper such interesting things. Wait. Das heisst, sie hat mit anderen Holmes auch schon zusammen geschafft. Also entweder mit unserem Bruder oder mit unserer Mutter. Aber wie alt ist denn die in diesem Fall? Ich muss eben ins Archiv. Tschüss. So. Also. Oh, das, Moment. Ich muss noch schnell schauen. Also, der Zeitungsartikel war von wem? Ein alter Zeitungsartikel aus unserer Kindheit. Wissenschaftsjournalist. Erste Seite. Vor etwa 10 Jahren gedruckt. Also, Zeitraum. Ja, wir waren in diesem Fall das gewesen. Personengruppe. Sonstige. Wik-Titelseite. Stadtteil, keine Ahnung. Das mal weg, Stadtteil.
Stadtteil lassen wir mal aussen. Aha, jetzt haben wir natürlich das falsche Ding ausgewählt, hä? Lol, was ist denn hier passiert? Ich muss eigentlich das hier auswählen, hä? Auf jeden Fall, genau, jetzt das hier, genau. Das muss ich eigentlich auswählen hier. Im Archiv der Zeitungsaktion. Es handelt sich bei dem Artikel um den Bericht eines Wissenschaftsjournalisten. Also doch ein Journalist, hä? Journalist. Rubrik war Titelseite gsi. Und vor 10 Jahren gedruckt. Der Herrscher der Tierwelt. Von Ian Menzies. Nur wenige Menschen können von sich behaupten, das seltsamste und zugleich wunderbarste Geschöpf auf diesem Planeten mit eigenen Augen gesehen zu haben, den Elefanten. Diese ehrfurchtgebietende und doch erstaunlich friedfertige Kreatur, die als das größte Landtier auf der Erde gilt, zieht jeden mit ihrer größten Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit in den Bann. Elefanten sind, wie auch wir Menschen, Säugetiere und stammen ursprünglich aus Asien und Afrika. Auch wenn ausgewachsene Männchen auf einen Bein- und Fußdurchmesser von 18 bis 25 Zoll kommen, sind Elefanten überraschend beweglich und können besonders unter Zuhilfenahme ihres flexiblen Rüssels eine erstaunliche Gelenkigkeit an den Tag legen. Die grauen Riesen hegen eine starke emotionale Bindung mit ihren Lieben. Einige Forscher konnten sogar Anzeichen von Trauer oder Freude dokumentieren. So stellt sich womöglich nicht die Frage, wie sehr Elefanten uns Menschen ähnlich sind, sondern wie sehr wir Menschen den Elefanten ähnlich sind. Aha. Was bringt uns jetzt das? That's the article. Feeling Ja. old already? Okay, nein, für mich noch nicht alt. Danke trotzdem der Nachfrage. Da ist raus. Also wir haben ein paar neue Hinweise bekommen. Gut. Dokumente hier. Das hier, okay. Fallmappe. Ich fand den Artikel, John hatte recht, er hat nützliche Informationen über das Leben der Elefanten. Aha. Wir haben ja aber irgendwie noch nicht, oder? Ich muss jetzt aber zuerst mal wissen, wo der Elefant sich versteckt. Ah. Die Ruine. Hier haben wir ja anscheinend alles herausgefunden. Alle Hinweise erhalten. Das ist der Friedhof, da wollen wir ja eigentlich nicht unbedingt her. Hm. Ich frage mich halt, ist jetzt da das da hier sollte wieder abhängen. Wo könnte das sein? Ist das überhaupt bei uns? Wer ist es vor allem? Und kann man das irgendwie herausfinden? Are you able to help me? That's not something I know, sir. Someone else might know more. Das ist, wenn ich ins Polizeiarchiv gehe. Vielleicht wissen die etwas. Die müssen doch wissen, wer die Person ist. Also Polizeiarchiv zur Polizei einfach.
Any progress with the case, Mr. Holmes? Nein. Any progress with the case, Mr. Holmes? Ah, okay, da wollte mir keine Auskunft geben. Naja, da können wir ja schon... Oh Gott, Leute, es ist so heiß, Mann. Oh, jetzt sind es sicher 30 Grad da innen. Eieiei. Ich glaube, so weit mir ist da um die Ecke noch das da hier. Ja, ich will jetzt aber nicht schiessen, ehrlich gesagt. Das könnte ich mal löschen. Okay, weißt du was? Ich gehe einfach hier wieder zurück. Ey, die müssen mich echt entschuldigen, aber es ist so brutal warm. Ich kann gar nichts mehr, ich bin am Schwitzen. Als wäre ich einen Marathon gelaufen. Ich glaube, ich muss wirklich an dieser Stelle ein bisschen früher aufhören. Und es ist so enorm warm. Und auch stickig, super stickig. Ich muss unbedingt ein bisschen lüften. Machen wir schnell die Fenster. Ja, Fenster aufmachen bringt halt aber leider nicht so wahnsinnig viel. Aber ja, wir machen es sonst effektiv so, Leute, dass ich sonst an dieser Stelle würde hören. Dann schauen wir nächste Woche weiter, wo wir her müssen, beziehungsweise wo es spannende Sachen gibt zum sehen, beziehungsweise fragen wir noch ein paar Leute. Weil ich muss wirklich sagen, es ist so heiß. Ich kann mich auch nicht wirklich konzentrieren. Es tut mir echt leid. Aber ja, hey, mega cool seid ihr da gewesen. Merci vielmals fürs Zuschauen. Morgen am 3 spielt der Troy, was spielt er? Jurassic World Evolution 2, genau. Yes. Und schaut doch bei ihm vorbei morgen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann am Montag zum Gaming News Podcast wieder. Oder halt sonst bei mir heute Abend. Wahrscheinlich erst ab der 8., wenn es so heiß ist, solange streame ich auch nicht vorher. Also, ihr findet mich hier, falls ihr vorbeischauen und mich noch nicht kennt. Und yes, dann würde ich sagen, genießt euch Abend, wenn ihr rausgeht, cremt euch ein, denkt daran, dass ihr genug trinkt. Alle miteinander, habt nach Sorge und bis zum nächsten Mal.